Onse Jeschicht. Dit is de Jeschicht van de oud-kolonie Mennonieten, die in de 1920er jaren van Manitoba en Saskatchewan, New Mexico, naar Chihuahua, San Antonio de los Arenales, dem van Deuschen Cuauhtémoc, en naar Patos Durango, dem van Deuschen Nuevo Ideal Durango, trokken, en van Deuschen afschnitt handelt zich dat wieder van die van de gegenden zijn teruggekomen naar Canada en hier in Elmer, Ontario angesiedelt zijn, wo sich de oud-kolonische en andere kerken entwickelt haben. Dit is de bereikradio CHPD 107.7 FM in Elmer, Ontario. Ik zie Hein Rampel en ik wens je een gouden empfang. Onse Jeschicht Nummer 69. Ditmal vertellen wir noch weiter mehr von dem Entstehen von den vielen verschiedenen Kirchen oder Gemeinden, manch die von Lateinamerika zurückgekommenen Mennoniten in Süd-Ontario. Wir haben letztes Mal angefangen davon zu vertellen, dass es hier in Kanada, wo wir nicht in mennonitische Kolonien taub wohnen, in einer Familienformen als Familie taub arbeiten können, hier ist das viel schwerer für die Eltern, ihre Kinder gute Lebenswerte mitzugeben für ihr Leben. Davon nur noch ein bisschen mehr. Hier in Kanada ist die mennonitische Familie Vater meistens den ganzen Tag nicht seine Kinder ihr Lehrer in der Familienform Schule, so es dort für viele Generationen gewesen ist. Aber er verdient ihnen in seine Familie ihren Lebensunterhalt hier irgendwo in einer Fabrik oder auf einer anderen Arbeit steht und kann daher den ganzen Tag nicht mit seinen Kindern taub sein, taub arbeiten und an manche Dinge lernen wie seine Arbeit, wo einen großen Wert haben für den Mensch sein Leben. Ja, hier in Kanada, wo die mennonitische Familien so sehr verstreut wohnen müssen, da sind ihre Familienverhältnisse so ganz anders, als wir dort von in unserer alten Heimat in isolierte Kolonien gewohnt werden. Hier, ohne die Familienform Schule zu versägen, uns traditionelles altkolonisches System mit seinen Fehlern an und für sich meistens positive Traditionen so schaffend zu merken, als die in unserem Kolonisleben schafften, dort ist für die meisten Eltern nicht leicht getan. Dat heeft voor de leiders in de Ontario Oud-Kolonie gemeint, besonders in de eerste 24 jaar, aber ook later nog, wat nu toe, wat 2004, sehr veel en grote Schwierigkeiten met zich gebracht. Hier in Kanada, so weit und breit verstreut man nicht Mennoniten wohnen zu machen, und dann die Familie der mennonitische Lebenswerte, so als Verantwortlichkeit und Pünktlichkeit bei der Arbeit, Sparsamkeit am Haushalt führen und am Wirtschaften, als Familie taub arbeiten und dadurch voneinander zu lernen, gemeinsame Arbeit tun am Dorf und Kolonie und so weiter, und dort dann alle Schatzen lernen und für ihr ganzes Leben anzunehmen, dort merkt sich hier viel schwerer, als wenn alle Familien in Dörfer und Kolonien taub wohnen können, wo alle Familien ihres Glücken zu Nobers haben können, wo alle auch versuchen, ihre Kinder dieselbe Lebenswerte aneignen und schätzen zu lernen. Besonders schwierig ist das hier in Kanada auch für die mennonitischen Eltern, ihre Umgangssprache als Familie und Plattdeutsch holen zu können, wenn ihre Kinder an den Schulen und auch bei ihrem Gemeinschaft und Umgang pflegen mit den englisch redenden Noberskinder, bloß Englisch reden und dadurch sehr schwind Englisch denken lernen. Und für die uns ist das hier dabei auch besonders schwer, die gottesdienstliche Sprache auf der Länge in Jüdisch oder Plattdeutsch holen zu können. Wenn wir in einem Land wohnen, wo unsere Kinder die jüdische Sprache nicht an den Schulen lehren und wo viele Kinder auch die plattdeutsche Sprache nicht mehr gut lehren, weil es an ihre Heime auch meistens Englisch geredet wird. Für die meisten jungen mennonitische Familien wird hier in Kanada entsteht die plattdeutsche Sprache, die englische Sprache in wenigen Jahren ihre allgemeine Umgangssprache.
Ein anderes, wo die Ölkolonie ihre Ooms und Vorsteher dort in Ontario top arbeiten und miteinander fertig waren, schwer gemerkt haft und noch manchmal schwer merkt, erst dort die ölkolonische Familien, wo aus den verschiedenen lateinamerikanischen Ländern kommen und von dort aus die viele verschiedene mennonitische Kolonien kommen, vielmals noch so ein bisschen ihre verschiedenen Eigenorten mitbringen, wenn sie nach Ontario kommen. Dann ab jeder mennonitische Kolonie entwickeln sich meistens binnen wenigen Jahren noch so ein bisschen eigene Eigenorten. Und wenn diese verschiedenen Eigenorten durcheinander tragen in Kanada, dann meint das, dass wir, jeder einer von uns, dort hier lernen muss, mit dem nächsten seine Eigenorten fertig zu werden und friedlich zu leben. Noch ein, wo dort top arbeiten und dort miteinander fertig waren in der ölkolonische Gemeinde in Süd-Ontario ein bisschen langsam gehen und gemerkt habt, ist vielleicht auch, dass sie hier für so viele Jahre, die ersten 12 Jahre, nicht ihren eigenen Ältesten gehabt haben. Für eine neue Gemeinde in einem neuen Land, ohne fremde Verhältnisse und Umstände, im Gesellschafts- und im Geschäftsleben in Ontario für so lange ganz von einem Ältesten in Manitoba abhängig zu sein und zu bleiben, dort mögt dort Gemeinde abwählen, dort top arbeiten lehren für die ölkolonische Leiter hier schwor. Aber dann endlich, im November 1972, als die Ontario Ölkolonie Gemeinde all 12 Jahre ohne einen eigenen Ältesten existiert hat, wählten sie ihren Prediger Heinrich Reimer als ihren ersten Ältesten. Aber dort beter Toparbeiten lehren kam in Süd-Ontario auch unser ältesten Reimer seine Leitung nicht so recht zu einem guten Anfang. Harmonische Toparbeiten wird durch seine Leitung nicht erlebt. Im Gegenteil wird bald offenbar, dass das Älteste seine eigenen persönlichen Probleme hat. Und dort wird so langsam mehr und mehr offensichtlich, besonders für die anderen Ooms und für die Vorsteher, dass der Älteste menschliche schwerwiegende negative Charaktereigenschaften an sich hat, von wo Titus 1, Vers 7 in 1. Timotheus Kapitel 3 sagen, dass ein Ältester, wo ein Hüsholer Gottes sein soll, den ich haben darf. Und die merken dort schwer, mit am Top arbeiten lernen zu können. Er ging angeschickte Dinge an, wodurch Ooms und Vorsteher anfangen, fragen zu werden, ob was er deed, uit echte Motive deed. Besonders als er anfängt, daran zu arbeiten, dass er mit etliche Familien top nach Seminole, Texas, uitwandern will. Ältester Reimer sind von Ontario nach Seminole, Texas tragen wollen, verursacht immer noch mehr Spannungen zwischen ihm und den anderen Ooms. Und auch zwischen ihm und den Vorsteher. Vor 1978, bei seinen Plänen nach Seminole, Texas zu tragen, offensichtlich klar, dass älteste Ooms und Vorsteher nicht später top arbeiten und miteinander fertig waren leben, aber dort die Spannungen zwischen ihnen noch immer größer worden. Wir können uns viel vertalen von was man damals von den angeschickten Handlungen hielt. Aber das wird nicht wirklich zum besseren Verstehen von diesem Teil von unserer Geschichte beitragen. Dort sagt es aber, dass die ölkolonische Gemeinde war ohne Ältesten gekommen wäre, als der Älteste 1978 mit einer Gruppe Familien top nach Seminole, Texas, ausgewandert wäre. Lothar, wenn wir davon vertalen, dass viele mennonitische Familien von Chihuahua, Mexiko, in diese Ölkolonie-Gruppe von Ontario und Seminole, Texas, anfangen zu kolonisieren, vertellen wir vielleicht noch mehr, auch von ältester Reimer, seinem Schicksal dort und von diesem Port von der damaligen ölkolonische Gemeinde in Süd-Ontario. In dem Jahr 1977 kauften Ölkolonie von Chihuahua, Mexiko und von Süd-Ontario wie Seminole, Texas, ein Fleck Siedlungsland und fangen an, dahin zu tragen.
De Chihuahua-Mennoniten ihre Uitwanderung nach Texas wordt nicht von Gemeindenleiders geplant en durchgeführt. Wer dort die Seminole Texas Landschepen en dort nach Texas handreichen en Chihuahua plant, dort wären Gruppen von meistens altkolonische Bürgers von alle Cocktail jehend Kolonien. Landagenten in Texas hadden etliche altkolonische Männer von Chihuahua leven gemerkt, dat de Mennoniten, wenn sie in Texas Land eignen wurden, dort dann leicht wurden vor die Immigrantpapieren Green Cards merken können. En ook dat de US-Regierung dann wird willig sein, an in Texas Schulfreiheiten zu geben. Aber als viele Familien auf so eine Versprechungen haben, door ein großes Fleck Land gekauft haben und da angetrokken wären, dann wird es doch bald klar, dass das Immigrantpapieren merken da nicht so ganz einfach sein wird. Zum ihre Immigrantpapieren in der US vordig merken können, brauchten diese Lied noch viel Hilfe von dem Mennonitischen Zentralkomitee. Wir wollen vielleicht noch mal viel mehr von dem nach Seminole, Texas tragen vertalen. Aber für nu will wir bloß genug davon sein, verstehen zu können, wo durch diese Bewegung in der altkolonische Gemeinde in Süd-Ontario große Spannungen entstanden zwischen ihren Ältesten und ihren Oms, und auch zwischen ihren Ältesten und ihren Vorsteher, und auch zwischen ihren Brüdern. So als wir gesagt haben, wären in Süd-Ontario auch altkolonische Familien, die nach Seminole, Texas tragen wollen und auch dürfen. Aber da wird die Altkolonie ihr Ältester, Heinrich Reimer, wohnen mit einer kleinen Gruppe Brüdertaup eine Uitwanderung nach Seminole, Texas plant und durchführt. Und das verursacht da großen Abruhr in der Gemeinde. Nicht unbedingt da wegen, dass da Familien wären, wohnen nach Seminole tragen wollen, aber wegen ältester Heinrich Reimer sind anschäckelt umgehen mit dieser ganzen Sache. Als ältester Reimer 1978 mit einer Gruppe altkolonische Familien taub nach Seminole, Texas uitgewandert wäre, dann wählten die Ontario Altkolonie sich ihren Prediger Cornelius Quiring als ihren Ältesten. Ältester Quiring war ein sehr begabter Mann, er war ein guter Redner und er wird als so allgemein geschätzt. Quirings hatten selbst junge Menschen, und dessen ihr Ältester wusste, dass seine eigenen Kinder und auch die meisten anderen altkolonische junge Menschen, die alle in Ontario abgewaschen wären, sehr wenig Hochdeutsch verstanden, weil sie diese Sprache in der Ontario-Schulen nicht lehrten und auch Tüß nicht lehrten. Und deswegen hat er all angefangen, als er noch mal Prediger war, seine Hochdeutsch ausgeschriebene Predigten in der plattdeutsche Sprache vorzulesen. Er war der erste altkolonische Prediger in Süd-Ontario, so habe ich das verstanden, wo er mit den Predigten in plattdeutsch verlesen anfängt. Bald fangen auch andere Predigers an, ihre Hochdeutsch ausgeschriebene Predigten in der plattdeutschen Sprache vorzulesen. Das schätzten am Anfang nicht alle Eltern, aber so eine Eltern, die auch nicht gut Hochdeutsch verstanden, die schätzten dort. Wie meine Arbeit in Ontario, wenn ich nie angekommene Eltern in ihre Familie halb mit ihren Immigrant- oder Bürgerpapieren vor sich merken, dann frage ich an manchmal, bedeutet ihr hier all wo an eine Kirche? Und meistens sagen so eine Eltern, ja, wir sind hier all an der altkolonische Kirche gewesen. Und wenn ich dann wieder frage, was gefällt dir hier in der Ontario-Kirche dann nicht so gut als in Mexiko und was gefällt dir hier besser? Dann sehen viele Eltern, uns gefällt das, dass einige Prediger ihre Predigten hier in Plattdeutsch lesen, dann können wir die besser verstehen. Oder sie sehen, uns gefällt das, dass hier nicht so lang gesungen wird, als wir dort von Mexiko gewohnt sind. Das singt sich hier dann viel leichter. Ältester Quiring war freundschaftlich in seinem Umgang mit Menschen, aber er war ein stark von sich angenommener Mann, was a very opinionated man. Mit wem die anderen Jungs und die meisten Vorsteher auch nicht gut arbeiten lehrten. Dort war beinahe 6 Jahren noch war offensichtlich klar, dass das Älteste eigentlich nicht die Gabe hat, oder dass er nicht all die Charaktereigenschaften so hat, dass sich unter seiner Leitung am Lehrdienst ein gesundes, harmonisches Zusammenarbeiten entwickeln kann. Und dass sich auch
nicht alle Vorsteher sehr gut mit ihm verstanden. Und dadurch kam dort dann nur 6 Jahren, im Jahr 1984, auch noch weiter durch, dass es in der oldkolonische Gemeinde in Süd-Ontario zu einer Trennung kommen musste. Die oldkolonische Gemeinde in Ontario spult ab. Von dem Abspulen von der oldkolonische Gemeinde in Süd-Ontario, weil wir mal so viel vertalen, als das nötig ist zum Verstehen können, wodurch das nochmal weiter zu einer Spulung an der Gemeinde kommen muss, und wo das dadurch nochmal weiter zu der Gründung von einer neuen Gemeinde gekommen ist, die New Rhineland Mennonite Church of Ontario. Trotz all der positiven Charaktereigenschaften, die älteste Querung hat er scheinbar nicht die Gabe, in gutes Toparbeiten mit den verschiedenen Gemeinden deiner anzuleiten oder schaffen zu merken. Und dadurch war das im Jahr 1984 in der Gemeinde allgemein offensichtlich klar, dass er ältester mit den anderen Oms und mit Ateliervorsteher nicht wieder wird Toparbeiten können. Die wollen nicht mehr unter seine Leitung sein. Der Konflikt zwischen den Bischof oder Ältesten und den anderen Oms und auch zwischen dem Bischof und Ateliervorsteher wird immer noch härter. Die wird mit der Zeit so groß, so angeschickt und so offensichtlich, dass die Polizei da manchmal und sagt, seht ihr bei Seiten einen Vermittler, ein Mediator, und fangt an, ihr zu vereinigen, wenn das noch geht. Denn wir wollen dort in Ontario nicht zulassen, dass wir hier durch Union Street noch ein Ireland kriegen. Wenn dort durch menschliche Uneinigkeiten zu Konflikten und Streit kommt zwischen menschlichen Leidern, dann nehmen viele Menschen Sieden, oder die meisten Menschen nehmen Sieden. So sind viele Menschen veranlagt. Wort stehen an einer Seite bei und andere stellen sich auf der anderen Seite. Und dann, wenn sich die zwei Seiten nicht bald verseinen können, dann werden ihre Uneinigkeiten und Konflikte immer bloß noch härter. Und so wird es auch in dieser Sache. Menschen fangen an, sich anschaulich anzustreiten. Und dann, an einem Abend, raubten mir 2 oldkolonische Männer, einer von jeder Seite, kart nacheinander an. Ich glaube, beide Männer wussten nicht, dass der andere mir an dem Abend anraubt, und beide sagten zu mir, die Polizei hat uns gesagt, wir sollen uns einen Vermittler, einen Mediator, sagen und versuchen, Frieden zu machen. Würdest du willig sein, uns Vermittler zu sein? Und ich sehe zu beiden Männern, allein will ich nicht ein Vermittler sein, aber wenn ich dort mit noch wem taub sein darf, dann sehe ich willig, ihr zu halten mit was ich kann. Und beide Männer geben dort frei, dass ich mir noch wem sagen kann, zum Halten vermitteln zwischen ihre 2 Seiten, die sich scheinbar nicht mehr vertrauen können. Hier muss wir für das Mal weiter aufbrechen. Nächstes Mal vertellen wir weiter mehr von dem Entstehen von den vielen verschiedenen Kirchen oder Gemeinden, die von Lateinamerika zurückgekommenen Mennoniten in Süd-Ontario. But nächstes Mal, ich sehe George Rempel.